Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Sie haben uns mit ihrem Song zur Ski-WM in St. Moritz begleitet, 77 Bombay Street. Sie sind aber schon seit 2011 eine feste musikalische Größe bei uns in der Schweiz. Diverse Preise gewonnen, der kleine, der grosse Privalo, der Swiss Award, zweimal der Swiss Music Award. Und ja, man könnte meinen, eine Erfolgsstory, die immer noch bergauf gegangen ist. Bis dahin ist es aber doch auch, glaube ich, ein recht steiniger Weg gewesen. Und das werden wir sprechen mit dem Leadsänger Matt Buchli. Obwohl ich mache gerade einen Einschub. Schön bist du da. Merci. Leadsänger, das ist etwas, was du eigentlich nicht so gerne hörst, oder? Wenn wir das immer dir ja auch so dazu weisen. Ja, nein, ich höre es eigentlich schon gerne. Hörst du schon gerne? Aber die anderen nicht so. Ja, es ist einfach nicht bei uns nicht ganz so, weil es wirklich fast gleichmäßig verteilt ist vom Gesang her. Mhm. Wie macht ihr denn das wie so im musikalischen Prozess? Da holt ihr ja etwa... Also nein, es ist meistens so, dass der die beste Songidee bringt und der dann auch den Song bringt, was dann auf das Album schafft, der singt dann meistens auch. Und da habe ich jetzt irgendwie das Glück gehabt, dass bis jetzt die meisten von mir gekommen sind. Darum bin ich so ein bisschen der Leadsänger. Das ist irgendwie eine gute Regelung, oder? Weil sonst könnte es ja schon auch richtig Krach geben. Jetzt ist ja das bei Geschwistern auch eine spezielle Situation. Wir sind schon so lange miteinander musikalisch unterwegs und als Geschwister natürlich schon das ganze Leben. Ist das ein Vorteil oder bietet das eigentlich mehr Potenzial, um sich emotional zu reiben? Ich glaube, es ist beides. Also, ich muss sagen, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich nie eine andere Situation hatte, als die jetzt, dass ich mit meinen Brüdern Musik mache. Ich glaube, einerseits ist es sicher ein Vorteil, weil du weißt, wie weit du gehen kannst. Du weißt, wie der andere wirklich tickt, was er vertreibt, was er nicht so vertreibt. Du kennst seine Stärken, seine Schwächen. Und andererseits kannst du auch schnell mal in eine Routine hineinkommen oder in andere Sachen. Gerade bei uns, zum Beispiel ich als Ältester, ich habe mich immer verantwortlich gefühlt für die Sachen. Auch daheim in der Familie. Ich bin auch früher schon die Verantwortung genommen worden von den Eltern. Ich musste ein bisschen für die Jüngeren schauen und so. Wo wir ja mit 9 Kindern, oder? Ja, genau. Also mit 7 Kindern sind ja. Seit 9 ja, mit der Familie, ja. Genau. Und von dem her bist du dann vielleicht eher in so Strukturen gefangen, die gewisse Kreativität wegnimmt. Wie wenn du jetzt einfach mit fremden Leuten zusammenkommst oder mit Leuten, die du eher nicht so nah bist. Und dann kann sich auch neue Sachen ergeben. Oder plötzlich lernst du wieder eine neue Seite kennen von jemandem. Und ich denke, das ist ein kleiner Nachteil. Die Rolle, die du in der Familie inne hast, sag mal, als ältestes Vorbild, dass der auf die anderen schauen muss, hast du das in der Band auch? Ja, ich bin so wie reingeboren, ja. Oder ich fühle mich auch oft verantwortlich. Und die anderen erwarten das auch, glaube ich, so ein bisschen wie unbewusst. Oder es ist lange so gesehen. Es ist jetzt in den letzten paar Jahren, wo sie auch älter geworden sind, ich natürlich auch, hat sich so ein bisschen wieder ausgeglichen. Und es hat dann auch zum Beispiel mal der Esra und der Semri hat einmal meinen Job wirklich als Bandleader übernommen. Von dem her ist es jetzt im Moment auch nicht mehr so stark, wie wo wir angefangen haben als Band. Jetzt haben wir ja gerade einen super Single gehabt, Empire für die Ski-WM, eine grosse Geschichte. Jetzt anhand von diesem Beispiel, wie funktioniert das bei euch in der Band, ab dass so ein Song entsteht? Also, Sie sind noch einmal angesessen mit der SRG und haben mal so ein diskutiert, was der Rahmenbedingung ist. Aber wenn ihr nachher kreativ als Geschwister und als Band miteinander arbeitet, wie muss man sich das vorstellen? Es ist jetzt für diesen Song ist jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir etwas anderes ausprobiert haben. Ah, ehrlich? Ich habe nämlich gesagt, ich mache gerne mit und so und ich habe eine mega coole Sache gefunden und für uns auch eine Ehre, dass wir da mitmachen können. Ich habe einfach gesagt, wenn wir mitmachen, dann möchte ich wirklich den Song schreiben von A bis Z, ohne dass ihr reinschwätzt. Also das heisst Text und Melodie, dass das wirklich mein Gebiet ist und ich auch die Verantwortung übernehmen für das. Und der Simri hat nachher die Verantwortung übernommen, sozusagen von Produktion und hat dann mit unserem Produzenten zusammen den Song ausproduziert. Das heisst gesagt, welches Instrument wo spielt, wie der Song tönen soll und der ganze Mix und das Mastering und so begleitet. Und das hat super funktioniert. Also das hat viele Reibungspunkte eigentlich fortgenommen.
Und auch das sonst gehabt hättet, wenn der Prozess Richtig. anders gelaufen wäre. Quasi zuerst das Song, oder? Wäre jetzt da quasi der Ja, Song genau. Das würde ich sagen, das ist einer der schwierigsten Punkte bei uns. Dass wir eben, wie wir vorhin diskutiert haben, wir haben nicht wirklich einen Leadsänger. Es sind alle ein bisschen am Singen, es sind alle ein bisschen am Schreiben. Jeder kann ein bisschen Gitarre spielen. Und, so. Und jeder weiss etwas und jeder meint, er weiss es besser. Dabei weiss es ja niemand wirklich, was funktioniert und was nicht. Von dem her ist jetzt die ganz klare Aufgabenteilung für mich recht entspannend für den Song. Das glaube ich. Wenn die Rolle so klar ist, das hilft ja eigentlich bei allem. Damit wir jetzt einmal etwas Musikalisches von euch hören. Ihr seid letztes Jahr, im 2016, mindestens 3 Wochen zumindest in England auf Tour gewesen. Ganz eine andere Geschichte, auch viel kleiner. Ihr habt in ganz kleinen Locations ja auch gespielt. Wie ist es überhaupt zu dieser Tour gekommen? Wir wollten schon lange mal in England einfach spielen und dann haben wir mit unserem Management zusammen die Idee gehabt, wir schreiben doch einfach mal alle möglichen Stellen an, wo wir Lust hätten zum zu spielen. Und eine von diesen Stellen sind eben die Jugendherbergen in England, die Hostels, wo es ganz viel gibt. Und die haben dann gesagt, also die Organisation von dieser Hostellkette hat dann gesagt, sie finden das eine coole Idee und haben dann das mit uns aufgezogen und haben das super organisiert. Also wir sind dann wirklich 3 Wochen von Hostel zu Hostel spielen. Mit ganz kleinem Publikum spielen. Es ist ein bisschen Werbung gemacht worden im Hostel und auch in den lokalen Radios und so haben wir zum Teil ein bisschen Werbung machen. Aber sonst sind wir wirklich im kleinen Rahmen bei den Leuten, die dort im Hostel geblieben sind, spielen. Und ich muss aber allerdings sagen, es sind auch zum Teil haben wir in die grösseren Städte können spielen und dann sind dann auch bis zu 200 Leute wirklich in diesem Saal, die uns zugeschaut haben, was für uns eigentlich schon mega viel ist in so einem Land wie England. Ja, absolut. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Grosse Emotionen. Four brothers, we're called 77 Bombay Street. It's a pleasure to be here. Also man sieht auf jeden Fall, ihr habt viel Spass gehabt dabei. Das haben wir. Ja. Aber ihr seid natürlich dort hingekommen und es hat niemand 77 Bombay Street gekannt und gewusst, dass ihr schon Awards gewonnen habt und eure Alben immer chartet und so. Da sind ganz quasi frisch aufgenommen worden. Ist das eigentlich ein grösserer Druck oder eher ein befreites Aufspielen? Nein, es ist sehr entspannend und ich habe es auch gerne über die Challenge, dass wir vor Leuten spielen, die einen nicht kennen. Man hat nichts zu verlieren, man kann von null anfangen. Und das habe ich mega gerne, wenn du arbeiten für den Erfolg. Das gibt mir so, ja, nach dem Auftritt, wenn wir es wirklich geschafft haben, dass die Leute aufstehen und mitmachen und Freude haben, das gibt mir so ein gutes Gefühl, einfach, dass ich einen guten Job gemacht habe. Wie ist es eigentlich im musikalischen Prozess? Ihr macht ja auch doch Mainstream-Musik. Ist das auch immer das, was ihr wollen? Oder habt ihr euch da über die Jahre auch mehr angefangen, in die Richtung zu bewegen, weil es auch das ist, was das Publikum gerne hören? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiss, ganz am Anfang haben wir viel mehr Rock'n'Roll gemacht, so ein bisschen, wo wir wirklich auch oder sogar Rock schon fast. Und nachher ist es eigentlich auf das erste Album mit Up in the Sky habe ich angefangen, die akustische Gitarre zu spielen. Und das hat es halt sofort viel poppiger gemacht. Nachher zusammen mit unserem Produzent ist dann nachher eigentlich das erste Album entstanden, das nachher sehr wegweisend war für uns. Ich glaube, wir haben bewusst wirklich möglichst viele Leute erreichen mit dem ersten Album. Also wir haben nicht irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu nett tönt und oder dass es nicht. Ja, wir wollen ja nicht Mainstream machen, also wir wollen eine mega coole Indie-Band sein und so. Das war dort nicht der Fall gewesen. Das ist vielleicht eher beim zweiten, dritten Album wieder ein bisschen mehr gesehen, dass wir ein bisschen das Gefühl hatten, ja, wir wollen ein bisschen uns weiterentwickeln musikalisch und ein bisschen spannender werden und so. Ja, aber grundsätzlich ist es bei uns, wir wollen möglichst viele Leute erreichen, möglichst viele Alben verkaufen, möglichst viel Erfolg haben. Das ist
unser Ziel. Genau, das ist ja eigentlich das, was alle wollen und auch die wenigsten sagen. Ich finde das jetzt ehrlich, dass viele sagen, ja, nein, ich will mich einfach musikalisch verwirklichen und so. Und obwohl du das jetzt sagst, machen wir jetzt eine Pause im 2017. Von dir getrieben, weil du hast, du brauchst eine Auszeit. Ich stelle mir diesen Prozess auch noch schwierig vor, oder? Bist du mal in Gruppen hineingestanden und hast gesagt, du, jetzt 2017 läuft dann im Fall 9, ich habe keine Lust mehr. Ja, es ist so langsam entstanden. Wir haben immer wieder darüber geredet. Und ich habe dann, ich weiß nicht wann, ich glaube jetzt einmal im Frühling oder schon fast im Sommer im letzten Jahr, 2016, habe ich dann so gemerkt, für mich stimmt es nicht mehr so. Ich muss mich mal irgendwie neu orientieren, auch als Person. Ich habe so viel von meiner Zeit oder von meinem Leben bis jetzt eigentlich in die Familie investiert und in meine Brüder investiert und in die Band und auch sehr gern gemacht. Und jetzt merke ich irgendwie, möchte ich mich mal ein bisschen neu orientieren und mal etwas von mir machen, wo wirklich mal unabhängig ist von der Familie oder von meinen Brüdern. Sehr spät abnabeln. Die meisten machen das in Teenager-Zeiten. Ja, Ihr sind hobbymäßig und nachher berufsmäßig haben die den Ablösungsprozess wahrscheinlich gar nicht können machen, oder? Ja, ich hatte schon auch einen Ablösungsprozess gehabt, zum Beispiel also ich hatte ein paar Mal nach der Matur und nach dem Militär bin ich wirklich allein reisen. Ich habe es aber nicht lange allein ausgehalten. Ich habe dann bald das Schiff genommen und bin dann auch zu meiner Familie nach Australien gegangen. Aber ich habe nachher angefangen zu studieren, als wir zurückgekommen sind von Australien, habe ich mit dem Studium angefangen und bin ein halbes Jahr auf eine Milchfarm gegangen, in Kanada arbeiten. Auf eine Milchfarm? Ja. Von dem her ist ein paar Mal so ein Abnabelungsprozess passiert. Und jetzt auch wieder. Jetzt mal schauen, wie lange das anhält. Aber ich glaube, ja, wenn man in so einer Grossfamilie aufwächst, dann ist natürlich die Familie immer etwas ganz Grosses. Das stelle ich mir vor. Ich kann mir schon gar nicht vorstellen, mit 2 Geschwistern, wie das ist, wenn man über 7 Kinder ist. Also du und 6 Geschwister. Wie ist das, wenn man so mit so vielen Geschwistern aufwächst? Es ist super. Also es ist wirklich jetzt nicht irgendwie, weil ich jetzt da möchte die Familie schönreden oder so, aber es ist wirklich, ich habe es nie als negativ oder als Belastung empfunden. Oder dass du zu wenig bekommen hast oder zu viel Verantwortung hast müssen übernehmen. Nein, im Moment nicht. Vielleicht jetzt rückblickend merke ich vielleicht ein bisschen, es hat mich vielleicht stark geprägt, dass ich viel Verantwortung habe müssen übernehmen. Aber im Moment ist es für mich eigentlich eine Ehre und ist etwas Schönes gewesen. Ja, und auch jetzt noch. Und ich meine, eben, als wir aufgewachsen sind, als ich auch schon 16, 17 war, habe ich mit meinen jüngeren Brüdern in einem Zimmer geschlafen. Und wir hatten ein Bürozimmer, ein Schlafzimmer. Also mit deinen Jüngeren, da reden wir, wie viele sind das? 4? Also Buben sind wir 6 Buben gewesen. Und wir haben jetzt zum Beispiel alle in einem Zimmer? Alle in einem Zimmer geschlafen. In Basel noch. Und das hat mich nie gestört. Das war immer etwas Cooles für mich. Also es war immer so ein bisschen Lagerfeeling. Also ist das einfach ein Zimmer mit alles Matten ausbreitet? Nein, wir hatten 2 Kajütenbetten, also so doppelstöckige Betten und 2 Einzelbetten. Und ja, es hat immer super funktioniert. Es hat dann der Joe, der eine von uns, hat dann eine Ausbildung gemacht als Verkäufer. Und er hat immer irgendwie um 5:30 Uhr morgens aufstehen. Für ihn hat es dann nachher nicht mehr gestimmt. Weil wir sind dann auch später ins Bett gegangen als er und sind dann noch laut gesehen und er hat dann ein Einzelzimmer bekommen wegen dem. Okay. Wieso haben denn deine Eltern überhaupt so viele Kinder gehabt? Ist das irgendwie immer der Traum, für mal so eine Grossfamilie zu gründen? Also, so wie es meine Mami immer erzählt hat, sie hat irgendwie ein paar Mal das Gefühl gehabt, jetzt ist genug, jetzt lange, jetzt habe ich genug Kinder. Aber sie hat immer irgendwie insgeheim bei sich im Kopf gehabt, sie möchte mal 7 Kinder haben. Oder die Zahl 7 ist für sie irgendwie symbolisch immer eine wichtige Zahl gewesen. Und als sie dann 5 Kinder hatte, hat sie gesagt, okay, jetzt sind wir ja 7, 2 Eltern plus 5 Kinder, jetzt lange es. Und dann ist dann aber das 5. und 6. Kind sind Zwillinge gewesen. Dann hat sie 6 Kinder gehabt, das ist mit den Eltern zusammen 8, das ist auch wieder nicht aufgegangen. Und dann okay. Das Semri war, glaube ich, nicht so geplant, so wie ich das mitbekommen habe. Und er ist dann nachher irgendwie auch noch gekommen. Ja. Wahnsinn. Also, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich stelle mir das auch wahnsinnig speziell vor, oder? Ja, im Zimmer und dann aber auch wahrscheinlich unglaublich viel Betrieb immer daheim. Hat es nie gefehlt, dass du mal Ruhe hast wollen oder gesagt hast, jetzt wäre ich eigentlich mal noch froh, nicht immer noch das Käferfest daheim so?
Ich glaube wirklich nicht. Also wenn ich zurückschaue, ich kann mich nicht erinnern, dass es mich gestört hat. Vielleicht schon, aber ich habe es jetzt irgendwie vielleicht auch verdrängt oder so. Aber es ist wirklich, ich habe es immer als etwas Positives wahrgenommen. Ja, und man hat auch irgendwie, du hast dir ja immer ein bisschen die Brüder können auswählen, mit dem, wo du etwas möchtest tun oder nicht. Und es ist ja so, dass du auch gleich, auch wenn wir so auf engem Raum zusammen gewohnt haben, du hast gleich immer eine Möglichkeit gefunden, dass du halt ein bisschen allein bist oder so. Zum Beispiel bin ich relativ viel dann joggen in den Wald, irgendwie nach der Schule noch und so, und konnte so runterfahren. Ja. Was ihr auch schon sehr früh gemacht habt, ist Musik, oder? Ihr habt ja schon sehr früh angefangen, also mit kleinen Auftritten im Altersheim und so. Wie ist es denn zu dem gekommen? Genau, das ist, also meine Mami sagt, dass ich eigentlich singen konnte, bevor ich geredet habe. Oh, ehrlich? Ja. Hat denn deine Mami auch so viel gesungen? Ja, sie war in einem Jodelchor, hat auch einen Jodelchor geleitet und hat auch ihre eigenen Lieder geschrieben. Und hat dann die mit uns schon früh einstudieren. Und danach hat sie so angefangen, dass wir um die Weihnachtszeit in so Altersheimen und Spitälern singen. Und dann ist das immer gewachsen und grösser geworden. Und dann sind immer alle dabei gewesen? Also ist so ja, die ganze meistens, ja. Doch, sind immer alle dabei gewesen. Wir haben dann viel auch Strassenmusik gemacht und sind dann eigentlich immer bekannt. Ich sage mal, im Raum Basel sind wir so immer ein bisschen bekannter geworden als Buchli-Familie, bis wir dann auf Australien sind. Und Australien war ein Traum von deinem Papi. Ja, genau. Er hat euch nach Australien entführt, aber für euch anscheinend auch sehr wegweisend, die Zeit in Australien, oder? Ja, also ich glaube, wir hätten die Band nie gegründet, wenn wir nicht in Australien gewesen wären. Was ist denn dort passiert, wo ihr so wahnsinns befruchtet hat, dass es nachher wirklich zu dem, sag ich mal, dieser Passion gekommen ist und dem durchgehalten wird, dass es noch so viele Jahre durchgezogen hat, bis es der Erfolg ist? Es hat uns einfach gezeigt, dass es auch einen anderen Weg gibt, als so, wie es meistens in der Schweiz funktioniert. In der Schweiz bekommst du ja irgendwie eintrichtert, dass Ausbildung, Geld verdienen, einen sicheren Job und so, ja nicht riskieren oder so. Also so habe ich das Gefühl, leben die meisten Leute in der Schweiz. Das hat sicher etwas, ja. Und irgendwie der Traum, den man hat, jetzt eben der Traum von meinem Papi, einfach einmal gehen und einfach probieren, auch wenn es noch nicht ein klar durchdachter Plan ist und unvorgesehene Sachen in Kauf nehmen und so. Dazu die Bereitschaft, glaube ich, haben relativ wenig Leute. Und dass wir das gemacht haben, als ganze Familie, also wirklich Mutig. meine Eltern mit 7 Kindern, dass es funktioniert hat und für uns schlussendlich so eine wertvolle Zeit war. Das hat mich bewegt, irgendwie, dass ich heute immer noch so ein bisschen in diesem Feeling lebe. Und dass wir auch nachher gesagt haben mit der Band, komm, wir probieren es einfach. Irgendwie, wir probieren es und schauen, was passiert. Und wir werden schon nicht irgendwie verhungern. Obwohl, müssen wir nachher darüber reden, es war, glaube ich, schon ein rechtes Beissen dann gewesen, bis schlussendlich der Durchbruch gekommen ist. Oder quasi die ersten, haben dann sehr schnell sehr viele Competitions-Wettbewerbe teilgenommen, die auch alle gewonnen haben. Aber, Nicht gerade alle, ja. Nein, aber war, zumindest 2, glaube ich, sind es dann schon gewesen. Jetzt die Zeit nochmal in Australien, wie haben denn die Eltern das organisiert? Von was haben denn die gelebt dort? Und die sind dort in die Schule gegangen? Also wir hatten alle recht viele Sports Einfach so. Ich habe Militärdienst gemacht vorher noch und habe noch 3 Monate auf einer Bank geschafft. Das hat mir gezeigt, dass ich niemand möchte auf einer Bank arbeiten. Nein, es ist nicht gegen auf einer Bank arbeiten, aber für mich ist es einfach wirklich, ich habe etwas gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Und ich habe mir dort gesagt, ich möchte nie mehr etwas machen, was ich wirklich nicht will, weil ich einfach wird es einmal bereuen. Was war deine Frage? Ja, was ihr dort überhaupt gemacht, wenn ihr euch das finanziert habt? Also ihr habt alle ein bisschen gearbeitet. Genau, wir hatten unsere Sparte gehabt, und mein Vater hat noch sein kleines Dachdeckergeschäft in der Schweiz, das noch weitergelaufen ist, das er auch von Australien aus noch ein bisschen weitergeführt hat, wo er auch jemanden hatte, der das weitergeleitet hat. So hat er auch ein bisschen Geld bekommen. Und eben unsere Sparte. Und dann sind wir auch noch Strassenmusik machen in Australien. Und so haben wir uns durchschlagen. Also wir haben dort relativ günstig gewohnt, recht lange in Adelaide, und sind dann auch noch viel reisen. 77 Bombay Street. Ganz genau. Und danach hat das gut funktioniert.
Nach 2 Jahren sind Sie zurückgekommen. Dann, hast du es vorher schon gesagt, ist es klar gewesen, ihr wollt auf Kartenmusik setzen. Es ist aber dann doch noch relativ lang gegangen, bis dann schlussendlich der Durchbruch gekommen ist. Und in dieser Zeit hast du ja auch 2-3 Mal schon gesagt, jetzt habe ich daran gedacht, dass ihr irgendwann mal aus dieser Armutsgrenze rauskommen. Das tönt ja schon so sehr müssen beißen oder eben auch euch sehr einschränken als Band, als Geschwister, oder? Ja, eben, es ist mir nie so vorgekommen, dass wir mega beißen müssen. Also ich weiss, dass wir ganz am Anfang, als wir den Entscheid getroffen haben, wir wirklich kein Geld mehr gehabt und jeder 200 Franken Lohn bekommen im Monat. Und damit haben wir Krankenkasse zahlen und zu essen. Wie machen wir das in der Schweiz, ganz ehrlich? Ja, ich weiss, ich habe dann zumal irgendwie 127 Franken Krankenkasse gezahlt und die restlichen 73 Franken musste ich ein Essen kaufen für mich für diesen Monat. Und das hat funktioniert. Kaum zu glauben, ja. Also, wir müssen ehrlich sagen, wir haben auch noch bei den Eltern daheim zum Teil gewohnt und die Mami hat dann auch noch ab und zu eingekauft und fein gekocht und so. Ja, aber es ist uns, ich meine, wir haben wirklich unseren Traum gelebt. Wir haben alles gegeben, wir haben jeden Tag mehrere Stunden zusammen geprobt, wir haben viel Freizeit gehabt, wir haben viel können in die Clubs und Bars spielen. Also wir haben wirklich unseren Traum gelebt und ich denke, mir heute auch immer wieder, ich meine, es gibt so viele Leute, die so viel Geld haben und gleich vielleicht nicht Zeit haben, um das zu machen, was sie wirklich wollen. Oder zum Beispiel ich mega gerne segeln. Ich meine, es ist doch so relativ einfach. Natürlich kostet ein Segelbötchen so viel Geld, aber du kannst dir ja vielleicht auch günstiges Segelbötchen mieten oder halt mit jemandem segeln und so deinen Traum leben. Du musst dir nicht eine mega Luxusjacht kaufen und dann hast du nur Stress mit der ganzen Technik und allem. Ja, ich finde einfach, es ist wirklich so, um wirklich glücklich zu sein und die Sachen machen, die du machen willst, brauchst du nicht viel Geld. Aber du brauchst sicher ein gewisses Niveau an Geld und an Einkommen, dass es dir gut geht und dass du ein gutes Gewissen hast. Das haben ein Stück weit, oder? Und ich habe deine Eltern vorgelebt, oder? Hast du auch gute Vorbilder gehabt, also wenn ich dir so zuhöre, oder? Ja, ich glaube eben, dass ich von Anfang an schon nicht mein eigenes Zimmer hatte. Ich hatte auch mal zwischendurch mein eigenes Zimmer gehabt, aber eben, dass auch das funktioniert. Dass es auch funktioniert, wenn man nicht viel Geld hat in so einer grossen Familie. Ja, jetzt eben gerade in Australien. Ich meine, wir haben dort wirklich uns nie Luxus leisten. Und auch in Basel, wo wir aufgewachsen sind, hat der Papa jedes Paar Schuhe 2-mal umgekehrt, bevor wir wirklich neue Schuhe haben dürfen kaufen. Und ja, das hat einem schon geprägt und viel gelernt, dass es eben auch anders geht und dass es auch gar nicht unbedingt jetzt viel bringt, dass man immer das Neueste und das Beste hat. Das zeigt ja auch, oder der Boden zeigt ja sehr, dass ihr dann eben auch nicht abgedriftet sind. Ich meine, so wie es dann abgegangen ist im 2011 mit «Up in the Sky», da im ersten Album, und eigentlich alle Rekorde gebrochen haben. Und dann sind im 2011 und 2012 alle Preise gekommen, die man so gewinnen kann. Im Privallo über den Swiss Award und den Swiss Music Award. Also ist eigentlich mehr kann man wenig nicht machen. Und euch hat das ja nicht verführt, dass er eben euch selber untreu geworden wäre oder dass er das Geld verprasst hat. Oder ist der Eindruck? Also, nein, ich glaube, es hat uns definitiv schon geprägt. Also, ja, plötzlich verdienst du Geld. Eben von 200 Franken gehst du plötzlich zu einem durchschnittlichen Schweizer Einkommen. Was machst du jetzt mit so viel Geld? Das hat uns schon geprägt. Aber wir haben uns dann irgendwie schnell wieder gefangen. Und wir sind ja auch irgendwie zu viert gesehen. Ich glaube, ich hätte mehr Mühe gehabt, wenn ich jetzt allein eine Solo-Karriere gemacht hätte und der Matt, ich wäre jetzt im Zentrum gestanden. Das ist alles wegen mir und so. Es war immer wegen uns 4 gewesen. Und wir haben uns auch gegenseitig immer wieder auf den Boden geholt. Und ich glaube schon, dass wir so die Dankbarkeit oder die Freude am Einfachen, sage ich jetzt einmal, das haben wir, glaube ich, immer gehabt. Das haben wir wirklich mitbekommen von daheim. Und das tönt sehr genau. Und weißt du was? Ja. Das sieht man euch an. Mal hören, was Herr und Frau Schweizer nämlich über den Matt und die Band sagen tun. Sie sind, glaube ich, Schweizer und machen Popmusik, würde ich jetzt so sagen. Sicher ein Künstler, der Leadsänger von 77 Bombay Street. Sie sind in Australien aufgewachsen? Also ich kenne nur ein Lied eigentlich von ihnen, das «Up in the Sky», glaube ich. Mit dem sind sie rausgekommen. Das war so der grosse Hit. Ja, sie haben gute Songs und machen gute Musik. Also ich finde, sie sind sehr authentisch. Also
Sie kommen immer über, als wären sie voll am Boden. Wir waren in einem Konzert. An beiden sogar. Ich finde es cool, dass die einen internationalen Erfolg haben. Bei der WM haben sie noch einen Song gemacht, WM-Song, Ski-WM. Das sind doch die also immer so gewisse Anzüge und so, haben so spezielle Klamotten immer und so. Ein bisschen herzig, ein bisschen ländlich. Das sind sehr bodenständige, urchige Typen. Ruhige, ganz sympathische. Er sieht sympathisch aus, aber er ist halt so ein richtiger Schweizer. Er ist ein gemütlicher Typ. Sieht gut aus, ja. Würde mir gefallen. Würde ein Bierchen trinken mit ihm. Jetzt hast du dich auch amüsiert, oder? Ja, sehr. Ja. Hat es schon ein paar Mal Fans gegeben, die gesagt haben, du Matt, ich würde gerne mit dir ein Bier trinken? Ja, hat es immer wieder gegeben, ja. Und machst du das auch ab und zu? Oder sagst du das? Nein, ehrlich gesagt nicht so. Also wenn es sich so ergibt und so, aber wenn man jetzt jemand einfach so schreibt, dann nicht. Ich muss schon auch irgendwie bewusst einen Bezug zu dieser Person haben und so. Sonst trenne ich eigentlich schon so ein bisschen meine Privatsphäre oder so. Ich privat als Matthias und als der Matt von 77 Bomber Street ist für mich, also probiere ich schon noch ein bisschen eine Trennung zu haben. Ich glaube, das ist auch sehr eine gesunde Haltung. Dann haben wir gehört, so ein typischer Schweizer, das sind ihr ja eigentlich gar nicht. Ihr, so, sag mal, ihr habt ja eher etwas von einem Weltenbummler, oder? Ja, ich glaube, wir haben wirklich beides. Wir haben schon viele Schweizer Eigenschaften. Also, ich merke es auch immer selber bei mir. Also, ich glaube jetzt weniger vielleicht das Nörgelige oder so das Ängstliche, das haben wir glaube weniger, aber halt so ein bisschen zu nett sein oder es allen zurecht machen oder so. Das sind für mich auch typische Schweizer Eigenschaften. Und so ein bisschen vielleicht das gewisse Frechen oder so, das haben wir glaube nicht so. Oder ich habe es nicht so in meinem Charakter. Mhm. Ist euch das auch schon im Weg gekommen bei eurer Karriere? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, bis jetzt sind wir immer positiv mit dem gefahren. Es ist auch etwas, wo uns wirklich entspricht. Und ich glaube, ich will das auch gar nicht ändern. Also es gibt genug Leute, die auffallen und Ecken und Kanten haben. Und ja, ich muss nicht auch so sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so müsse sein oder wette sein. Was wir auch gehört haben, sind die Klamotten. Oder? Die sind für euch am Anfang sehr wichtig während der Karriere. Da sind wir ein Stück erwachsener geworden und haben die abgelegt. Ich habe sie jetzt aber vorher wieder gesehen, in England. Haben sie doch auch mal da vorne gehabt, oder? Oder hat es das getäuscht? Ja, wir haben es in England einmal angezogen. Ich weiß nicht mehr genau für was, aber es ist irgendwie für eine spezielle Aufnahme oder so gewesen. Aber normalerweise sind wir wirklich ohne diese Klamotten auftreten in England. Ist das auch ein Erwachsenwerden oder was hat das dazu gehabt, dass man nachher so ganz bewusst gesagt hat, das gibt es ja eigentlich nicht mehr bei uns? Ich glaube, ich muss sagen, wir sind uns da nicht alle ganz einig. Zum Beispiel, ich habe es immer mega cool gefunden und für mich ist es immer etwas Cooles gewesen, wenn ich die Uniformen anziehen konnte. Ich wusste, ich bin jetzt der Metz. Genau. Ich bin jetzt der Metz. Künstler. Richtig. Und das hat mir gut getan und ich finde das auch cool. Für die anderen war es eher etwas Einschränkendes. Also sie haben sich auch nie wirklich ganz wohl gefühlt und immer so ein bisschen der Zwang, man sollte jetzt die Uniformen anhaben. Dann war auch oft die Diskussion, wenn wir jetzt ein Interview machen bei einem Radio oder bei einem Fernsehen, sollen wir jetzt mit diesen Uniformen gehen. Da fällt man immer so extrem auf. Also gerade wo wir den Erfolg haben mit Up in the Sky und so. Ja, wenn wir zu viert mit diesen Uniformen gelaufen wären, ich meine, dann fällst du halt einfach auf. Und dann gibt es fast alle Leute, die die Verbindung machen. Das sind die von dieser Band und so. Und das ist uns, glaube ich, auch nicht mehr so wohl gesehen. Und darum haben wir gesagt, ja, komm, wir wollen lieber ein bisschen einfach natürlicher und mehr den Fokus auf die Musik legen. Jetzt haben wir schon sehr viel von dir gehört. Jetzt wollen wir mal schauen, was es dann noch für Charakterstechen beim Metz gibt. Das macht nämlich Peter Sessi, unser Gesichterleser. Was er beim Metz im Gesicht sieht, das hören wir jetzt. Matt Buckley, ein bekannter Schweizer Musiker, Sänger, ja. Und er hat eine ganz spezielle Eigenart und so. Und zwar ist das da, bei ihm sieht man da so, dass es da so reingeht. Da geht es so rein, da so, der Buck da rein, so, nicht gerade aber. Und das heisst, er ist so ein Denkpäuschen, bevor er irgendwie etwas gibt oder
sagt und so. Er überlegt schon ein bisschen, ja, darum zeigt das auch der Bucke an. Da. Dann, was er hat, oberhalb der Augenbrauen, ist dann da so ein bisschen Wulst. Da, so, und das ist so wie ein Würstchen. Und je stärker das ist, heisst das auch, dass er manuelle Begabung ist. Wird er gespannt sein, ja, wie er das lebt. Gleichzeitig ist er eben auch ein Optimierer. Ein Optimierer heisst, das sieht man hier, weil er davor an der Nasenspitze hat er noch 2 Kännchen. So. Und das ist Optimierer. Er ist also jemand, der ständig am Optimieren ist, am Verbessern. Also, oder etwas anderes, oder nochmal etwas anderes und wieder etwas anderes. Das ist eigentlich lebenslänglich ihm so gegeben. Und was man sehr schön sieht, ist da seine Kinnquerfalter. Das ist da ganz noch fein da. So. Und das heisst, wenn ihm etwas passt, dann sagt er es. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es eben auch. Das ist Klartext. Hammer. Eindrücklich. Du bist ein Optimierer. Ja. Hast du immer, wenn du es gemacht hast, bist du schon wieder am Optimieren und eigentlich nicht ganz zufrieden mit dem, was du gemacht Ja, hast? es ist wirklich so. Ich glaube, das ist eine meiner Haupteigenschaften. Positiv und negativ. Ja. Aber wirklich, ich habe immer so das Bedürfnis oder den Drang, zum etwas noch verbessern oder zum selber auch besser werden und besser sein. Das habe ich wirklich extrem. Und mehr wie die anderen dann? Ja. Ich glaube, bei mir braucht es viel mehr, bis ich zufrieden bin. Oder ich erreiche, irgendwie zwinge ich mich selber immer wieder dazu, dass ich den Pegel vom Zufriedensein eigentlich gar nie erreiche. Und das ist auch noch mühsam, oder? Dann kannst du ja eigentlich den Erfolg gar nie feiern. Ja, genau. Ich bin mega zurückhaltend mit wirklich Erfolg feiern und mit relaxed sein. Ich finde immer, es geht noch ein bisschen weiter und das Nächste, was hat man jetzt für ein Ziel und so. Du bist nicht so der im Moment ist. Weißt du, man sagt so, es ist gut, jetzt geniesse ich mal schnell den Erfolg und jetzt habe ich gerade dem Album Nummer 1 Charts Platz geholt, oder? Im Fall, das hat mir nie etwas bedeutet oder viel bedeutet. Was mir wirklich immer zufrieden gemacht hat, ist, wenn wir zum Beispiel einen harten Tag im Proberaum hatten und ich konnte heimgehen und ich war ein bisschen heiser im Hals und so ein bisschen kaputt und müde, dann bin ich wirklich zufrieden gewesen. Bin ich heim, habe ein Film geschaut oder sonst etwas Gemütliches gemacht und danach, das ist meine Zufriedenheit. Aber nachher hat es am nächsten Tag wieder weitergehen. Also eben das Schaffen, damit wir eben auch dürfen, quasi geniessen nachher. Genau. Oder besser gesagt, man muss sich Sachen erarbeiten. Genau, das ist das, was ich mega oder was ich auch brauche, ist, dass ich Vollgas für etwas geben kann. Dass ich mir wirklich in etwas hineingeben kann und dann aufgehen kann. Das ist das, was mich zufrieden macht. Und wenn ich das nicht kann, oder auch wenn ich das Gefühl habe, auch mit der Band, etwas ist nicht optimal strukturiert. Das klingt jetzt ein bisschen extrem. Aber vor allem in der Familienkonstellation. Das Strukturieren ist jetzt eher so Management-Ebene, oder? Ja, genau. Aber mir macht es einfach nicht... Wenn ich das Gefühl habe, etwas läuft nicht optimal, dann macht mich das nicht zufrieden. Ich will es einfach dann besser machen. Du, die manuelle Fähigkeit, die ist auch da. Du bist der Handwerker daheim. Ja. Obwohl, du lebst ja, glaube ich, jetzt immer noch sehr spärlich, oder? Ist das immer noch so eine Einzimmerwohnung ohne... Genau, ja, nein, es ist mittlerweile eine größere Wohnung, aber ich lebe mit einer Freundin zusammen und mache sehr viel und gerne selber an der Wohnung. Es ist auch unsere Wohnung, die wir gekauft haben. Und, ja, ich handwerklich sehr gerne. Ich mache im Moment nicht so viel handwerklich, aber ich glaube, das Feingefühl, das habe ich mit den Händen und ich kann gut mit den Händen arbeiten und schrübeln und schnitzen und so. Jetzt bist du auch schon Papi. Also dein Sohn ist jetzt nicht mehr 2, sondern schon 10. Du warst das in dieser Zeit, weißt, eine Karriere machen und dann nebenzu noch Papi sein. Das ist wahrscheinlich auch noch eine rechte Belastung. Ja, ich bin nie... also ich habe mich von Mami von meinem Sohn... Oder wir haben uns schon getrennt, bevor er auf die Welt gekommen ist. Von dem her habe ich nie die Rolle vom Vollzeitpapi übernehmen. Das war nicht so mein Wunsch und es war auch nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben. Und, es war am Anfang relativ schwierig, bis sich das einmal gesetzt hat. Und seither ist es jetzt wirklich, also schon viele Jahre, ist es jetzt wirklich super. Ich habe super mit der Mami von meinem Sohn. Wir haben es super zusammen, ich mit meinem Sohn. Wir sehen uns mindestens einmal in der Woche, kommt er zu mir schlafen oder wir machen sonst etwas zusammen. Ja, und es ist wirklich super und ich bin glücklich und er ist glücklich. Und wie war das für ihn, dass er einen Papi hat, der so ab der Decke ist, eben ab in der Sky, quasi erfolgsmässig mit dieser Band?
Ich glaube, es war immer positiv. Also er hat es mir einmal bis jetzt nie gesagt, dass es ihm irgendwie nicht, dass es ihm nicht gepasst hat. Da kann man stolz sein, oder, auf so einen Papi. Ja, ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob er stolz ist auf mich oder so. Ich glaube, es ist einfach für ihn irgendwie so gesehen und so ist es. Also weißt, ich bin auch zum Teil bei ihm in die Schule gegangen und dann sind alle Kinder zu mir gekommen und haben Autogramm wählen und so. Und danach hat das schon ein bisschen komisch geschaut. Was wollen die da von meinem Papi? Das ist mein Papi. Ja, aber was eben das Lustige ist, es ist bei den Kindern allgemein, sie gewöhnen sich so schnell an jede Situation. Es ist eigentlich gleich, wie es ist. Was toll ist, oder? Ja, mega. Gerade in so einer Konstellation. Voll. Es ist auch darum, sage ich auch, also was jetzt Familienkonstellationen anbelangt, ob jetzt eben so eine Situation wie wir haben oder sonst irgendeine Patchwork-Situation für ein Kind, ist es einfach gut, wenn es für die Eltern auch stimmt. Und wenn sie es gut haben und das Beste daraus machen, dann stimmt es für die Kinder auch. Also das ist das, jetzt, was ich erlebe in dieser Situation. Und das sind meistens mehr dann, wo es mega kompliziert machen oder was dann eben so machen, dass es für das Kind nicht stimmt. Und für das Kind ist es grundsätzlich gleich, ob es jetzt mit 10 Männern aufwächst, mit 10 Frauen, wo alle sagen, du hast jetzt einfach 10 Mamis. Sie gerne, oder? Ja, und genau. Und sie sind behütet. Richtig. Also ich glaube, das ist die Hauptsache für das Kind. Du, Familie einmal mit deiner Partnerin zusammen. Ich meine, aus einer Grossfamilie heraus sieht man ja oft, dass dann die meistens Kinder auch wieder eine Grossfamilie machen. Es ist noch nicht so weit, dass wir wirklich konkret am Planen sind und so. Aber es ist durchaus sicher ein Wunsch von ihr. Und von mir weiss ich es noch nicht genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich kategorisch sage, nein, auf keinen Fall. Nicht nochmal? Nein, das sage ich nicht. Aber es ist auch nicht so jetzt unbedingt. Ich möchte jetzt unbedingt noch 10 Kinder haben oder so, das auch nicht. Aber jetzt mal schauen, 7 was müssen es passiert. nicht sein, wie es deine Mami unbedingt. Nein, ich habe nicht so eine feste Zahl im Kopf. Ja gut, jetzt kommt ja mal eine ganz andere Zeit. Du nimmst jetzt mal eine Pause und dann studierst du im Moment noch, ob du jetzt wirklich auch willst, noch fertig studieren. Nein, das studiere ich nicht. Ich mache wirklich das Studium fertig. Machst du es fertig? Ja, da bin ich jetzt im Sommer fertig. Und dann, was machst du nachher mit dem Studium? Ich habe eigentlich mir einfach gesagt, ich möchte die Lebensmittelwissenschaften fertig studieren, dass ich zumindest den Bachelorabschluss habe und dann nachher schauen. Ich habe im Moment keine beruflichen Absichten. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich dann etwas ganz anderes. Vielleicht tue ich dann irgendwie ein Segelboot bauen oder ich werde dann Gärtner oder sonst irgendwie. Oder wir machen wieder mit der Band weiter. Für mich ist jetzt einfach wirklich wichtig, das Studium abzuschließen. Du kannst auch sagen, was es genau ist. Also, es ist ja noch etwas Spezielles. Also, ich habe angefangen mit Agrarwissenschaften und jetzt mache ich Lebensmittelwissenschaften. Also alles rund um die Lebensmittelproduktion und sonst auch, wie Lebensmittel überhaupt aufgebaut sind und so. Würde man dir jetzt gar nicht so gerne auf den ersten Augenblick. Ja. Aber du hast nicht, das ist auch schön, du hast keinen Masterplan für dich. Also, machst du das Studium fertig und dann nimmst du ein bisschen Pause und dann kommt dann nachher das nächste Album und dann in 10 Jahren gehe ich dann noch zurück auf das Lebenswissenschaften-Thema. Das gibt es bei dir nicht? Nein, ich habe wirklich bis zum Sommer habe ich geplant und ab dann habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich weiss, dass für meine Freundin ist es mega wichtig, dass wir einmal noch ein halbes Jahr zusammen reisen können. Und das stimmt für mich auch total. Und da haben wir jetzt abgemacht, dass wir im Februar 2018 gehen wir ein halbes Jahr noch reisen. Das ist noch etwas, was ansteht. Aber sonst ist es wirklich, habe ich überhaupt keine Planung und bin total offen. Mal schauen, was passiert. Vielleicht wird ich Moderator, hey, du, oder? Genau, du darfst jederzeit gerne zu mir kommen. Dann setzen wir dich ein. Also kannst du wählen, Sport oder Film oder so. Ja, Sport weniger. Aber Film, aber Film, oder? Haben wir Film, oder? Film haben wir natürlich auch. Wir kommen okay. dann schon bald mal noch mit einem neuen Magazin in diesem Bereich. Also gut, verwirr mich da mal. Wieso, du könntest das musikalisch dann auch noch gerade untermalen? Ja. Nein, ich habe ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich bin so reden, höre ich mir auch selber nicht so gerne. Und ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo ich mich schnell so verliere oder wo ich nicht so gut kann. Es fällt mir einfacher zum Singen und zum Musik machen. Ich glaube, dein Eigenbild und das Fremdbild, das matcht nicht immer so. Also. Ich finde, du redest sehr gut. Merci.
Hey, danke Gleichfalls, vielmals, gell? dass du da bist. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich auch, dass du dir das zutraust und den Mut hast, wie dein Vater ja auch schon vorgelebt hat. Du willst halt einfach mal eine Auszeit machen und hoffe, dass sich das ganz stark wird inspirieren. Ich habe zum Schluss noch etwas zum Thema Geniessen. Gott lieber. Super. Genau. Also, ich weiss nicht, Schoki und so isst du Ja, auch? Du sehr bist jetzt nicht der, der nur auf die Linie schaut. Nein, ich liebe Schoki. Super. Sehr gerne. Und du hast uns noch 2 CDs mitgebracht, die dürfen wir auch verlosen. Ja. Die sind, glaube ich, sogar schon signiert. Ich glaube, es wird ganz speziell. Ist schon, genau. Ja. Wenn ihr gewinnen wollt, dann macht ihr jetzt mit bei unserem Wettbewerb. Wie ihr das machen könnt, seht ihr jetzt unten eingeblendet. Dann sage ich danke vielmals. Danke dir. Gute Zeit. Und wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder 22:00 hier auf dem Teleclub Beim. Habt sich Sorge. Bis dahin gute Zeit. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gott lieber für anspruchsvolle Genießer.